Eli, Robin, bist du sprudelig? ich denke schon, es ist im Ballfall nicht platt. Und du? Mir gouf zumindest als Kind immer gesagt, dass ich nicht mehr so sprudeln. Me, das kann auch etwas dummer zu tun haben, wie mein Gehirn so funktioniert. Dat hei ass méi wie Sex. Mir schwatzen als Mittwoch über den anderen Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Méi wie Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder op www.sexpodcast.lu. Hallo und herzlich willkommen bei der Episode 155 von Maybe Sex, was wahrscheinlich eine von den mehr chaotischen Episoden gewährt. Und ich denke mal, dass da doch mal zu dir kann hun, worüber wir heute schwatzen und wie sich da dann alles manifestiert. Eli, willst du uns so, worüber wir heute schwatzen? Ja, mir nämlich auf hier drunter rausfand, dass man beid sprudelig Gehirn haben. Und man denken, dass das auch einen Impact auf die Sexualität kennt hun. Und das geht es heute auch immer. Genau. Wir schätzen heute über Neurodivergenz und viel ein bisschen abzuräumen, direkt, für was das mal sprudelig so. Wir hatten 400 Aufnahmen darüber geschwärzt, was wir einen Term immer benutzen, für als Neurodivergenz zu benennen. Und ich schon abgerufen, dass ich normalerweise Neurospicy so. Und den Eli mich darüber aufgeklärt, dass den Term nicht so ideal ist, weil anscheinend gewisse Kommunitäten als spicy bezeichnet gouf an einer fetischisierender Mania, das heißt zum Beispiel asiatische Kommunitäten, Schwarzkommunitäten, für sie zu exotizieren und dass das nicht so cool ist, sie zu benutzen. Und hat ein Edi da gesagt, dass es einen anderen Term geht, den er entdeckt hat, und zwar Neurosparkly. Und während den Elio Glitzer gedurcht hat, nicht direkt durch Sprudelwasser gedurcht, weil es natürlich auch ein kleines Symbol dafür kann sein, dass ich ziemlich neurosprudelig bin. Und just für uns zu fangen, ein kleiner Disclaimer, denn Eli und ich werden über als Erfahrungen schwatzen mit Neurodivergenz und Beziehungen und Sexualität und just allgemein, wie das sich in unserem Leben manifestiert. Und das geht auch kein wissenschaftlich Arbeit. Das heißt, wenn ihr das gerne hat, dann können wir euch für die pure Ressourcen an Show Notes setzen oder ihr könnt euch selber wissenschaftlich Arbeit angucken. Aber ja, das geht mehr ein chaotischen Erfahrungsbericht. Genau, ich meine, wir sind noch ziemlich nah unter Quell abgewurst vom Wasser, was gut sprudelig ist. Mir das wahrscheinlich nicht da, wenn das Gehirn so sieht, wie sie sind. Aber Robin, war mal über Neurosparkly, Neurodivergenz schwätzen. Hat das den Impact auf die Sexualität? Ja, also ich kann das so weh. Mein großes Froh ist aber immer echt damit, dass viel wart. Weil meine Neurodivergenz hat den Impact auf mein ganzes Leben. Und dann ist es ganz so schwer für mich jetzt unterscheiden, was da lo Tonga, was der ist, oder ob es vielleicht so ein komisch Hong ist oder ein E-Hong. Weil zum Beispiel meine Beziehungen an meine Sexualität sind für mich ziemlich interkonnektiert. Einfach aus dem Grund, dass wenn ich mein Leben und die Schwaren, die ich mache, sind nicht, dass ich Sex mit Leuten habe, mit denen ich auch wirklich mehr lange Beziehungen habe. Nicht necessarily romantische Beziehungen oder Partnerinnenschaften. Mir ist die Mann die Person, die rausgeht und dann eine cute Person kennenlernt und dann mit ihr hingeht und dann nicht mehr wirklich mit ihr interagiert. Also One-Night-Stands sind nicht so. Ich hatte 2 an meinem Leben und die sind alle beide nicht One-Night-Stands geblieben. Mit mir als Freundinnenschaft dann einfach mal Sex angefangen. Aber da sind ich immer so, okay, der Fall, dass ich mein Leben so lebe, auf welchen spielt du meine Neurodivergenz schon ran? Weil zum Beispiel, also es aber gewusst, dass mehr von den Menschen, die out and proud sind mit ihrer Queerness und die dadurch ausleben, dass du eine ziemlich hohe Prävalenz von neurodivergenten Menschen hast. Von natürlich auch froh ist, als das, weil neurodivergente Menschen aus verschiedenen Gründen einfach mehr out and proud sind oder sie sind wirklich tendenziell mehr queer wie neurotypisch Menschen. Ich denke, dass sich das auch darum auswirkt, wie ich mein Leben lebe oder auch sogar wenn mein Lebensschwar, wie zum Beispiel meine Nicht-Monogamie, von meiner Politik inspiriert sind, aber ich finde, dass meine Politik dann auch von meiner Neurodivergenz beeinflusst. Und irgendwie drehe ich mich dann da am Kreis und komme nicht wirklich auf eine gute Antwort. Und ich meine, ich habe mich auch 3 Minuten lang schön am Kreis gedreht.
wie so geschwar ist hun mal gefrot ich weiß hier offiziell noch nicht so lang dat ich ADHS hun und dann anscheinend auch Autismus hun dat gerade so beilefe stand ich ja bei dem Doktor mal nicht gesucht mit Stunde beim Rapport drauf und dann ist mal nur gefroht ob das jetzt wie Taste wären oder ob das hier Erschätzung wäre, du konntest man da so richtig so, aber sind anscheinend zu 75% autistisch, weil man da doch heischen soll. Mir für eine ganz lange Zeit hatte ich zwar viel von den Verhaltensmuster an viel von den Sachen, die einer Person mit ADHS auch haben, war mir aber nie bewusst, dass du weinter wir oder auch nicht vorgestellt, ob ich da neurotypisch wäre oder ob ich an der sogenannten Norm wäre, die wahrscheinlich gar nicht geht, aber von mir aber alle Gedanken, dass man dran sind oder nicht dran sind. Und ich meine, die Frage, wer den Impact hat, mich das auch eigentlich mal freier nicht so gestaltet haben. Ja, ich verstehe das, weil es kann, so das richtig ADHD kann, wo so kann nicht ruhig sitzen bleiben und auch mich einfach so gefühlt, wie wenn die ganze Welt keinen Sinn ergibt und all die anderen Leute so anders sind. Und ich glaube, als kann nie dafür getestet, weil es sind Female Böf und auch also als Mädchen groß gezogen sind und auch immens gut Noten hat an der Schule immer, obwohl ich immer konsequent aufgelangt war. Und also ich hatte alle guten Zinne, mir wie dass ich kein Bof war und gut Noten hat, sind ich nie dafür getestet gehen. Ich sehe für einem Jahr dafür getestet gehen. Und du hast ich auch ganz heiß auf die Symptome gescored. Aber sie konnte mich offiziell nicht mit ADHD diagnostizieren, aus dem Grund, dass ich komplex posttraumatische Belastungsstörung habe. Und die Symptome überlappen immens. Also schon CPTSD, das ist die Komplexform, wenn es Trauma von ganz kleinem und das hat sich immens auf mein Gehirn ausgewirkt. Und da frage ich mich dann noch, okay, auf welchen ist es ADHD, auf welchen ist es Trauma? Gerade meine ich auch an einer Welt, wo ich oft mit einer Person drüber schätze, mit der ich ganz close bin, gerade an einer Welt, die am Anfang wahnsinnig traumatisch ist und an der viel mehr Leute durch Trauma gehen, wie man dann am Anfang mangeln. Also auch die Diagnose PTSD, CPTSD gehen aber immens gegatecapt, auch weil Access zu der Healthcare einfach immens inaccessibel ist, mir auch durch die Geschichte von der Diagnose, war am Anfang angefangen als Schallschock, also lange die Konzeption war von, das sind Soldaten, Leute, die furchtbares gesehen haben, Mord gemacht haben, am Männer an die Direktion von, okay, viele Leute gehen durch immens traumatisierend Krankheiten, dadurch was Leute ihnen undauern, mir auch, dass der Status quo immens traumatisierend ist. Und viel nicht komplett aufzudriften an Psychologie, an Diskussionen, PTSD, an CPTSD, an Trauma, an ADHD. Mich fand das aber trotzdem interessant, dass ich aber ja einfach die Fälle, dass CPTSD und auch PTSD an ADHD so stark Überschneidungen haben, dass das am Anfang bei mir nie konnte wirklich offiziell diagnostiziert gehen. Und ich meine, dass aber an der Hinsicht an der Diagnostik oft immens auf Pathologie gehen, also in dem Sinn, was läuft falsch und nicht so ob, okay, was sind einfach so Quirks von ADHD, das ist so mehr das große Bild von, wie funktioniert das Gehirn. Und da bin ich mir aber auch ziemlich sicher, dass ich es tun, einfach weil ich merke, dass mein Kopf Verbindungen nicht so möchte wie andere Leute und dass ich einfach die Welt anders approchieren und noch Sachen wie Sensory Overload und einfach, ja, so wie ich in der Welt existieren, immens neurodivergent ist. Ja, war da aber auch kein Trauma bedingt sind. Ich meine, was du siehst, ist spannend, weil vielleicht ist es doch gar nicht möglich, das zu trennen. Dass hier nicht jeder redet, den etwas Traumatisches erlebt, den hier nur posttraumatische Stress hat. Das hängt natürlich davon ab, wer den erlebt, wie oft und wie lang und so weiter. Aber ich meine, dass zum Beispiel viele Personen, die neurodivergent sind, auch viel mehr sensibel sind, wie vielleicht neurotypische Leute, die viel mehr auf sich bezogen sind und nicht unbedingt hyperempathisch sind und vielleicht mal können etwas Leves sagen oder etwas Leves machen, weil ihn dazu möchte, aber sich nicht so viel an weit an etwas anderes versetzen. Und ich meine, das kann er noch machen, da den dadurch er vielleicht nicht anders auf Sachen reagiert, dass er vielleicht auch dann nicht anders auf Trauma reagiert, dass das auch etwas ist, was mehr hängen bleibt. Aber wenn er dann plus noch an so vielen anderen Hinsichten anders ist wie die allermeisten Leute an einem Schulsystem, den normal ist, und
engem Familiensystem den norméiert ass an engem Freundschaftskreis, wo et viel darum geht, dazu zu gehören. Wir sind da vielleicht mal irgendwann, wenn ihr Chance wird, Freunde oder Kollegen Freund, die Arbeit schon gemacht haben und das reflektiert tun und selber gemerkt haben, dass sie vielleicht nicht typisch sind und auch das assumieren können, dann ist es vielleicht gar nicht so einfach, das nicht sehen, richtig zu trennen. Aus der Trauma, aus das vielleicht auch Neurodivergenz, aus das vielleicht auch Queerness, aus das vielleicht alles ein bisschen gemischt. Queerness ist ja auch noch viel verschiedene Sachen. Queerness kann sein, fand ich mit meiner Gender-Identität, die man assigned gehen, also da an der sozialisiert gesehen, kann aber auch sehen, ständig ob den Opposite Gender oder Opposite Sex, so wie das war das. Oder also das nicht, ich habe es ganz anderes, hundische Sex-Drive, den so aus wie man mengen, dass das soll sein. Das ist kein zu heißen, aber auch kein zu niedrigen. Aber auch in den funktioniert, wenn er funktionieren soll, wenn zum Beispiel Partnerin oder Partner gerade Lust hat, an. Ich meine, du kannst so viele Sachen zusammenkommen, so viele Sachen mit dem Neurotyp zu denen haben. Und ich meine, was sie gesagt hat, ist auch wichtig, weil das habe ich auch viel in meinem Umfeld gesehen, besonders bei den Personen, die ein hohes Intelligenzniveau haben und dadurch auch viel Maske konnten, auch viel erdrücken konnten und ziemlich sehr verstanden haben. Also ich ein Klü, was von mir erwartet wird und wie ich dem dann auch kann mehr oder minder gerecht gehen und den Rest verstoppen, auch wenn ich dann immer nur der Schule, also ich habe nichts erst gemacht, weil gar nicht mehr gegangen aus der Welt, in einem medischen Fall dann do ungefähr so funktionieren wie Profen das wollten und wie die Gruppe das erwartet hat, das aber gemacht hat, dass das dann auch nicht aufgefallen ist oder bald nicht so aufgefallen ist, dass entweder die Profen oder die Eltern gedurcht tun. Und da muss man etwas machen, weil es gibt ja nicht aus meinem Kant an, das ist ja ein kapitalistisches System. Wie gut ist dann der Schule, was sind hier und Karrieresmöglichkeiten und wie viel Suche kann ich da verdienen und wie autonom kann ich dann an der Gesellschaft funktionieren. Aber wenn ungeholt wird, dass die Autonomie hier nur wird gewährleistet gehen und ihr nicht noch mehr Betreuung braucht, dann ist halt mein Job ziemlich egal ist. Weil da warum traumatisieren quasi, weil der Tierstadt gar nicht gesiegt an dem, den ihr wirklich gerade aus oder braucht, da die vielleicht auch mal die sexuelle Erfahrungen möchte, aber da weisen die gar nicht angepasst sind, mir wenn ihr mengt, boah, das geht hier so von mir erwartet und das so wie all die anderen machen und das so wie ein soll machen und da den da wahrscheinlich recht viel mehr spät, wenn ihr bis aus dem Menge besonders und nicht schützt mir besonders zu Lützeburg, aber besonders zu Lützeburg im Land, wo da noch nicht viel andere Möglichkeiten gehen. Aber wenn da bis aus dem kleinen Umfeld raus ist, sich mal kann aufhängen, die Frauen zu stellen und aufhängen kann sich zu froh, was will ich überhaupt, was brauche ich überhaupt, was fehlt sich überhaupt richtig schon, aber wie kann ich das kreieren, was brauche ich dafür und da den da vielleicht recht aufhängt, sich mehr aktiv können, mit dem Thema Sexualität auch zu beschäftigen, mit dem Thema Queerness und so weiter und mit dem Thema Neurodivergenz auch. Ich sehe mich doch an die Manns rum, für alle wahnsinnig an dem Stress, den da oberliegt, also das ständig Masken ist, das andauernd gucken, erlehren, okay, wie beholen die normal sich und das dann quasi nur machen, aber auch gleichzeitig die erhöhte Vulnerabilität für negative Erfahrungen, weil er sich etwas aussetzt, was ihn am Anfang nicht will, weil er denkt, dass es von einem erwacht wird. Also das sehe ich schon die Manns immer rum. Und ich meine, was da nur noch kann dabei kommen, und das Risiko ja viel, viel mehr hoch bei Neurodivergence, als den ich von einem Burnout ist. Und das dann oft auch als Depression oder Anxiety vielleicht falsch gelabelt wird, weil das da vielleicht die primären Symptome sind, einfach Müdigkeit, Sinnlosigkeit und so weiter. Aber der Burnout aus sich ist, weil er so lange maskiert wird, so lange sich verstellt wird und vielleicht gar nicht weiß, wenn er wirklich ist und da den dann an mehr oder weniger existenzielle Krise auch ein bisschen katapultiert, weil auch keinen guten Impact auf Sexualität wird. Ja, und ich meine, das genau da, wo dann auch, ich meine, auch die großen Overlap zwischen Sachen wie posttraumatischer Belastungsstörungen, komplex posttraumatische Belastungsstörungen und Neurodivergenz könnt, weil der Status quo ist einfach wahnsinnig traumatisierend für Balgitverein und für zu evaluieren, also einfach immens anstrengend und das ständige Stress, gerade als
Jungmönchen, die von allem noch nicht die Skills geleiert haben von wen das vielleicht kann counterbalancen, also so Gaugegewicht erstellen, kann das da wirklich zu posttraumatischem Stress führen, weil das nicht geprocessed kann gehen, und auch einfach, weil die ganze Zeit noch Druck geschippt wird, ohne dass irgendeine Erleichterung könnt. Und ja, das wirkt sich dann natürlich auch alles darauf aus, wie in Beziehungen hat und wie ihn dann auch an den Beziehungen oder auch außerhalb von Beziehungen Sexualität lebt und erlebt. Du hast viel etwas erwähnt, was auch immens mit mir resoniert hat, das ist die Hyperempathie. Und ich meine, die habe ich immens stark. An dem Sinn, dass ich mich immens kann mit Leuten auffühlen, mir von allem noch, dass ich immens mit Leuten mitfühlen. Und ich meine, das ist ein Flur und ein Segen zugleich, weil ich so stark care. Ich meine, mit 16 war ich schon im ersten Burnout. Einfach, weil ich mich dort geschafft habe an politischer Arbeit, weil es mir einfach so nur gegangen ist. Und weil ich so damit mitgefühlt habe, dass ich mich gefühlt habe, wie wenn ich immer noch mehr Mist machen und nicht Männer kennt machen. Und ich meine schon dadurch ganz viele Menge Beziehungen, dass ich mich einerseits immens guter Leute kann darauf versetzen, dass ich immens sensibel auch einfach sehen, ob wie Leute sich verhalten. Also ich kann immens sehr erkennen, wann einer Person gut geht oder wann hier Stimmung ein bisschen dreht. Was auch übrigens ein Symptom von Trauma kann sein. Just jetzt zu sagen, von allem von undauerndem Trauma, wo wir bei einem Overlap wären. Aber was halt auch dazu feiert, dass wenn einer Person nicht gut geht und ich bin dafür präsent, dass ich das kaum aushalten kann. Dass ich das wirklich an mir fühlen, dass ich hier Stress, hier Trauer, sogar hier Peng matt fühlen und dass die Mann schwer ist, mich auszuhalten. Und gleichzeitig will ich auch nicht der Fixer sein. Mir das fällt mir bis heute noch, hast du wirklich schwer. Auf jeden Fall auch bei Situationen, wo nichts gemacht gehen. Also ein von meinen PartnerInnen hat IBS, Irritable Bowel Syndrome, was kannst du immens schmerzhaft sein kann. Aber wenn die Person gerade durch eine IBS-Krise geht und sich krümmt für Peng und ich kann nichts machen, außer Wärmflaschen und warmen Tee, dann geht mir das auch immens nur und ich kann das kaum aushalten. Und ich habe gesehen, dass das bei nicht neurodivergenten Menschen schon anders ist. Ich fand das ganz spannend, was du siehst, weil ich meine, ich war als Kind so sensibel, dass ich irgendwann für mich entschieden mich zu schützen. Und zum Beispiel nur schon damit zu gucken, weil das einfach keinen Sinn gemacht hat. Vielleicht können so Basement nicht sehen und so viel schlimme Sachen können andere Leute zufügen. Und ich meine noch, dass das kann einerseits eine Superpower sein, weil es wirklich cool kann sein, so viel Mathe zu fühlen und dann so relaten zu können. Aber andererseits dort auch etwas kann, was immens sehr kann überfordern. Und dann so eine Hilflosigkeit steigert, die dann auch vielleicht nicht mehr gut wird Beziehung ist, weil ihn dann nämlich wirklich kann sein, weil ihn selber mal überfordert ist. Und das können so einfach, sich da aufzugrenzen. Oder die richtige Balance zu finden zu, oh, das ist cool. Ich meine, ich verstehe dich gerade auf einem Niveau, wo nicht viele Leute verstehen, und das kann mega wertvoll für die Beziehung sein. Und andererseits, okay, ich muss mich ein bisschen zurückziehen, für mich selber zu schützen. Und ich meine, wenn in einer Beziehung ist, wo beide tun, was dann auch noch keine Risiko sind, ist, da den sich irgendwann dann rejetiert spielt. Und das ist ja auch ganz spannend, dass, weil bei verschiedenen neurodivergenten Leuten gehört das der Tisch Rejection Sensitivity Disorder. Der Tisch da den Rejection auch wirklich physisch als Peng vorhält und spielt. Und nicht ist vielleicht nach dem Tag Druck sich denkt, oh nee, was ich gestern so tun, wird wahrscheinlich die andere Person verletzt, mir auch nach 10 Jahren drauf, ob es nicht schlafen kann, an der Situation einkehren noch spielt, und sich dann nicht wie Reproche mich schlecht weiterfehlt. Ja, wenn dann noch etwas, wo ihn sowieso gemerkt hat, dass in einer sozialen Situation vielleicht Sachen noch anders vorher dann anders versteht, wie die meisten anderen Leute, da kann das auch immer passieren, was irgendwo traumatisch kann sein auf lange Zeit. Ich finde ziemlich stark Rejection Sensitivity. Aber bei der Hinsicht von, dass jemand painful ist für mich und dass jemand viel Angst dafür haben. Also. Und noch, dass ich, wie gesagt, nach Hans du monatelang, jahrelang, du leuen, mir denken, oh mein Gott, wünsche ich eine andere Person nur gedacht. Aber mich dadurch jemand anxious möchte. Das kann traumatisieren ziemlich. Ich weiß aber auch, dass ich Probleme habe, für außer zu halten, wo das bei mir hier könnte. An dem Sinn, ist das Neurodivergenz oder ist das Trauma? Und ich meine, das
also auch zum Beispiel wo du gesagt hast von sich aufgrenzen weil ihn so hyperempathisch ist also ich kann immens kompartimentalisieren und ich kann immens kahl gehen wie für Sachen und ich schicke immens aufstumpfen weil ich viel gemacht habe mit Nachrichten Gott sei Dank Männer mit Menschen mit dass ich auch kannst du immens zynisch kann sehen und immens kahl weil das gebe ich ja nicht überleben in dieser Welt. Ich meine besonders an zwischenmenschliche Beziehungen kann sich das dann auch sehr an die Richtung bewegen von anxious attachment, avoidant attachment an so die Musteren davon. Und ich meine, dass so mit der Avoidance, dass das auch kann definitiv so ein neurodivergenten Protektionsmechanismus sein. Aber ja, wenn dann so Personen da benannt treffen, die alle beide wahnsinnig vermeidend sind, dann ist das natürlich a recipe for disaster. Und ich meine auch, dass du aus meiner eigenen Erfahrung als Person, die am Anfang bei nimmen anderen neurodivergent Menschen date, nicht nimmen date, weil alt Leute in meinem Leben sind neurodivergent. Allerdings, weil alt Leute in meinem Leben haben auch konsiderablen Trauma mit gemacht, was auch wahrscheinlich interreliert ist. Aber ich merke nur, dass es mit denen Leuten klappt, weil man gelernt tun, umzugehen, weil man gelernt tun, für als Tendenzen zu erkennen. Ich habe auch rezent angefangen, eine neue Person zu daten, die mir wahnsinnig gleich in vieler Hinsicht, also auch so wie man die Welt gesehen, wie man auf Sachen reagieren und wo man auch einfach ganz gut zu ihnen relaten können durch die Sache und es aber auch viel helfen können mit den Sachen, die noch nicht so gut sind. Also zum Beispiel schon viel mehr Arbeit investiert an Autonomie, an Masking, an so mein Queerness entdecken, an die Person hat ganz viel investiert, an anxious Attachment erkennen, an Self-Regulation, also sich selber zu beruhigen, an zu regulieren. Obwohl wir alle beide Sachen bei einem guten Level sehen, können wir aber noch schön von denen lernen. Und ich habe noch einfach gemerkt, dass ich mit Leuten, die ADHD haben, dass wie sie reagieren, mich immens daheim viele lässt. An dem Sinn, dass ich kann wahnsinnig sprudelig sein. Und wahnsinnig all over the place, chaotisch. Und ich kann auch wahnsinnig sehr switchen. Das war nicht wirklich nötig, dass ich schon angesehen kann, ob die andere kann calm sein und ganz ruhig und immens evaluiert und mich gekehrt und dass ich die Switch kann mega sehr machen, zum Beispiel auch in Krisensituationen, also ich bin perfekt in einer Krisensituation, schon für 2 Sekunden den Dinge von oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott und dann fährt mein ganzes System ruf und ich bin calm und ich kann gut Decisionen holen und mit klarem Kopf denken. Und ich merke dadurch so, dass sehr switchen bei Leuten an dem Sinn, dass auch die neue Partnerperson, wie ich sie kennengelernt habe, war auf einer Party und war mega silly goofy und innerhalb von einer Sekunde auf der anderen, wir sind just rausgegangen, wie es gesagt, und wir hatten mega ruhig Dave-Konversation und auch die ganz Art und Weise, wie die Person sich hält und hier Mimik, hier Stimme, wie sich das verändert, habe ich einfach immens an mir immer erkannt, dass das einfach so, ja, so den immensen Switch ist. Und das fühlt sich bei mir mega daheim an. Ich habe darum einen Therapeut gemerkt, bei dem ich die echt nicht ganz so froh war, weil ich also, okay, ich gehe in Therapie für ganz viel sexuellen Missbrauch umzuschwätzen. Also ich sitze immer weißen Hetero-Cis-Typs dahinter, man macht sie. Und die echt schon gefühlt war ich mega genervt von ihm, weil hier mega chaotisch war und nach alles ein bisschen zusammenraffen. Und ich war so, okay, das ist schon irgendwie sympathisch, mir auch ein bisschen aus der was ein Therapeut will. Und in dem Moment, wo hier sich Tina gesagt hat und wo es wirklich darum ging, dass hier, was mich zu schwätzen, über mein Problem war, hat auch sein ganzen Demeanor immens gewürselt, dass er immens ruhig war und immens konnte mich angehen. Und die ganze Chaos für drunten nicht mehr da war. Und das fand ich immens schön, weil ich dadurch das Gefühl habe, dass ich immens stark mit Leuten kann relaten und weil mich das viel mehr einfach möchte für mich Leute zu öffnen und das hier wahrscheinlich auch ADHD hat, hilft mir meiner Therapie immens, weil ich einfach das Gefühl habe, dass hier und da weiß, wie ich die Welt gesehen und wie ich Sachen verbonnen und verknappen, dass hier das immens versteht. Und weil er auch immens hyper empathisch ist, was manchmal auch ein Faktor kennt sind, für was das in Profession Therapeut gewählt wird. Und ja, auch mit meiner neuen Partnerperson. So die Art und Weise, wie wir zu ihnen relaten, auf wie man die Welt gesehen, auf wie man in der Welt existieren, fühlt sich einfach für uns beide immens nur daheim an und immens nur, hey, ich bin nicht jugiert dafür. Das ist nicht so aller, für was bist du da so bubbly und wo könnt du dein Calm haben? Einfach so, ah ja, takes one to know one. You're one of us. So. Mhm. Und ich meine, das ist ja auch so, dass den irgendwann, wenn den Feld navigiert, sich Leute sicht, mit denen er sich voll spielt und die auch irgendwie nicht unbedingt nämlich, aber irgendwie ähnlich funktionieren oder denken oder so. Und ich meine, das auch viel bei neurodivergenten Leuten, dass einfach
Special Interests oft Menschen sehen. Was mein Job spannend ist, weil er definitiv auch einen Impact hat auf Sexualität, auf Beziehungen und so weiter, weil das ja etwas, was auch menschlich ist und was vielleicht sogar noch ein Tabuthema ist, das ich für den dann auch nicht mehr will, sich schon oder rausfahren oder so. Und dann, ich meine auch, dass oft Sexualität kann ein Special Interest sein, was nicht unbedingt heißt, dass den selber ein mega heiß Libido hat oder so, mir das dann trotzdem das Thema an alles, was immer da zusammenhängt, mega spannend ist und ihn dann vielleicht auch auf eine Art und Weise will sexuelle Sachen erleben, an Erfahrungen machen, an exploren. Ich fühle mich gerade so verstanden, weil ich mich einfach so Film davor fand. Ja, so mein Special Interest, also auch definitiv Menschen. Ich bin einfach wahnsinnig interessiert an Menschen, aber ich zu ihnen relatieren, mir auch einfach, was Menschen bewegt. Also Special Interest Sex sind ich auch 100% der 100, obwohl ich, also immer wenn ich nicht so ich von meinen Special Interest als Sex, als Sexualität, denken sich Leute oft, dass ich die ganze Zeit Sex habe und dass ich ein unsatiable Sex Drive habe, weil ich überhaupt nicht wo ist. Also ich schon quasi kein Sex Drive, ich schon ein immense responsive Desire, ich erfahre nicht viel sexuelle Attraktion und ich schon am Anfang nicht so gerne Sex mit vielen verschiedenen Leuten. Aber wenn ich so mein Special Interest ist Sex, einfach, dass ich mega interessiert daran sind, was das mit Leuten möchte, und wie sich das so auswirkt. Und ich bin auf der Uni ultra weirdo, weil ich immer über Sex schreibe. Meine erste Arbeit, die ich geschrieben habe, war über Vibratoren. Ich berede gerade meine Bachelorarbeit hier, die ich über Penisgröße werde schreiben. Und Leute, also ich bin einfach mega den Ruf auf der Uni von ja, natürlich schreibt Robin über Penisgröße seine Bachelorarbeit. Da hat er 3 Jahre lang über Sex und Körpern geschrieben. Möchte ja nicht mehr Sinn. Mit Leuten gucken mich aber auch immer drôlich. Also mein studentischer Advisor hat auch hart gelacht für das Discomfort, meine ich, wie hat mich gefragt hat, was müsste für den Bachelorarbeit, sonst so Penis kreist. Ja, weil Sexualität Special Interest an Queerness spannend, an Körper spannend und so weiter. Ich war entschieden, Sexologie noch dabei zu machen. Und das war bei einer Uni, weil die Sache möchte ja dann auf der Uni. Und war so langweilig. Also es war spannend, weil ich da auch richtig alles spannend fand. Aber so wie es aufgebaut war so neurotypisch. Man hatte viel Anatomie-Kurse, viel Urologie, Gynäkologie, Kuren, war gar kein Queerlands, war wirklich nicht viel über Queerness an sozial, an politische Themen. Und das wirklich viel just so. Und die anderen haben das alle auch gut von so. Das ist so gut, da wissen wir, wie der Penis funktioniert, und wie die Vulva und Vagina funktioniert. Und da können Doktoren als Leute checken, wo ihr sexuell dysfunktioniert, körperlichen Niveau, und dann hat das wahrscheinlich einen psychologischen Grund, wenn ihr schon habt, und da schaffen wir ein bisschen da drunter, und dann funktioniert der Penisraum so, wie er soll, oder Vulva, Vagina so, wie sie soll, und das nicht mehr weh, und dann ist alles gut. Die meisten haben das gar nicht auf Ruhe gestellt. Das ist ein bisschen im Koppel gegangen, mir wird natürlich waren das cis-hetero-Koppeln, das war nicht über Association, das ein bisschen über Paraphilie, nicht über Kink. Ich das auch echt wie spannend fand, weil wenn ich die Queerheit müssen aufbauen, wäre ich zwar also ich mal verloren gewirrscht, mich hatten sicher nicht so abgebaut. Und das war so, es gibt auch neurotypisch Leute, die Sex und Sexualität spannend fanden. Ich meine, das sind eigentlich trotzdem verschiedene Welten, wo man so drüber schwatzen. Ich meine, das ist ja auch kein Zufall, dass wir alle beide für maybe Sex schaffen und dass wir alle beide aber irgendwo im Spektrum von der Neurodivergenz zu verurteilen sind. Und ich meine, ich sehe das bei ganz vielen Leuten, die an dem Bereich schaffen, also für alle man cool an dem Bereich schaffen, nicht am Sinn von, oh, ich verschreibe dir ab, für dass dein Penis rumsteht. Oder ich schwätze mit da für eine Stunde drüber. Ich merke natürlich an dieser Episode, inwiefern ich zu dir auch relate, am Sinn von, es muss interessant sein. Und ich brauche mit Leuten einfach etwas, worüber ich connectieren kann. Also Smalltalk ist immer immens schmerzhaft. Also auch einfach körperlich schmerzhaft. Ich sehe körperlich so nicht komfortabel, ich fühle mich so unwohl und einfach nicht bei mir daheim. Und ich meine, ich brauche da die Mann stark, für mit Leute können über Sachen ganz stark zu relaten. Und ich meine, das sind einfach meine Beziehungen, hast du Angst, die schon an dem Sinn von, was, wenn eigentlich alles gesund ist. Was, wenn eigentlich alles gesund ist und alles gemacht ist, und was, wenn wir nicht mehr können, ob die herrlich, oh, wir fanden neue Sachen, und yes, so auch
weil ich aber ganz stark den Dingen hufe so new shiny, neuen Input, neu, ich brauche neu, sparkly. Und ich meine, dass dadurch so eine Angst ist, die ich wahnsinnig hun, dass wenn ein Körper nicht mehr neu ist, dass mein Gehirn dann einfach Männer interessant findet. Und das fühlt sich auch du wahnsinnig fatalistisch, wie wenn ich keine Kontrolle drüber hat. Und wie wenn das unavoidable wäre. Ich mache mal meiner Gedanken drüber, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich mich trotzdem die ganze Zeit neu erfahren an neue Ideen, an neue Interests und so. Und wenn ich da mit anderen Leuten sind, die auch neurodivergent sind, die sind eigentlich auch so. Aber wenn ihn dann einfach genug praktiziert für sich Laufenden zu halten und an irgendwie mal zu delen, was gerade so der Special Interest ist, oder was gerade der Fokus ist und wo ich gerade weiterkomme, also wenn ich mich dann dafür interessieren kann, da kann ein Mensch immer weitergehen. Vielleicht ist es irgendwann ein Punkt, wo dann ausgeschöpft ist, mir stelle mal neurotypische Beziehungen frisch bei langweilig vor, wo ihn nur da arbeitet, wo ihn dann den ganzen Tag für den Computer sitzt, was heim könnt und sieht, hallo Schatzi, wie war dein Tag? Ja, war gut. Und dein Tag? Ja, war gut, den und den hat genervt, mir Mensch ist so weiter geil. Oh cool, ja, soll mal Tele gucken. Also vielleicht ist das noch ein bisschen stereotypisch. Ja, gleichzeitig denke ich auch, dass auch neurodivergent Leute an den Fall können fallen, am Sinn von durch Burnout, durch den neurodivergente Burnout, auch einfach weil Prävalenz von Depression, also Behaviors, was hier auch liiert kann zumindest, dass auch neurodivergent Leute können an einfach den ADHD, Neurodivergency, Burnout fallen und dann auch zu einer von denen schon vielleicht mehr Energie außer für Tele gucken, weil ich auch zumindest ein bisschen bemerkt habe an einer von Partnerpersonen, wie es angefangen hat zu schaffen, also seinen echten Vollzeitjob zu holen, dass die Person einfach so viel Energie hat müssen darauf investieren, für ob der Arbeit zu funktionieren, so wie das erwartet gouf, aber wie das neidisch war, dass oft für nicht mehr viel Energie da war und dass man auch eine Zeit lang ein bisschen an der Dinge und Ware von, okay, war Tumor als Anfang zu zählen, weil du bist viel zu mit dafür. Und das hat sich auch mittlerweile verbessert, weil die Person das auch gesehen hat, dass das nicht mehr so weitergehen kann, ein Changement dafür geholt hat. Aber bislo war meine Erfahrung auch immer, dass, also solange ich mit Leuten wussten kann, aber man nicht wussten, dass ich dann von nie auf den Punkt kommt von, was zähle ich als Anfang. Außer, wie gesagt, eine Person mega an der Depression sitzt. Ja, das ist aber trotzdem irgendwie so eine große Angst, die schon, an die mich auch die ganze Zeit begleitet, und auch definitiv so eine von den Downsides von meiner Neurodivergenz. Aber was sich natürlich auch auf meine Sexualität auswirken kann, weil ich persönlich muss mich verbunden fühlen mit einer Person, für mit ihr Sex können zu haben, was auch natürlich auch kann, liiert zu meinem vielen Trauma das Thema sehen. Aber ich brauche einfach immens die Konnexion. Und wenn ich den nicht mit einer Person habe, dann geht das nicht. Und zum Beispiel, das fand ich auch ganz interessant, an dem Sinn, dass ich wahnsinnig lang immens viel Vertrauen gebraucht habe und immens viel Zeit gebraucht habe, für Sex mit neuen Leuten zu haben. Also ich habe mit Leuten immer wahnsinnig am Vertrauensnegativ angefangen. Und sie haben sich schon ein bisschen auf den Nullpunkt rumschaffen, wo natürlich auch alle Fehler direkt eine Konfirmation von ihrer furchtbaren Seele war. Und mittlerweile ist es auch für mich viel mehr leicht, für mit Leuten Sex zu haben, wenn ich mit ihnen konnektiere. Das heißt, solange ich ein gutes Gefühl habe an einer Person, und ich meine, das war definitiv der Fall bei den 2 Personen, die ich erwähnt habe, wo ich so, ja, wir hatten einen One-Night-Stand, mit das nicht dabei blieben, dass ich mich einfach wahnsinnig gut mit den Leuten verstanden habe und ich wahnsinnig Gefühl hatte, mit ihnen so gute Klick zu haben und ich die Person dann auch einfach flott fand, dass man dann auch mal nicht Sex hatten und das dann einfach nicht dabei gelassen habe, dass das aber ja, den neurodivergente Klick auch einfach dazu gefordert hat, dass man jemals Konnexion zu denen hatten und dass ich dann auch zumindest die Decision getroffen habe, mit den Leuten Sex zu haben. Ich weiß nicht, also sexuelle Attraktion, dass ich ab initiiere, geschieht mir echt der Mann. Dass ich aber gesagt habe, okay, ich fühle mich wohl genug mit dir, ich fühle mich connectiert zu dir, ich will dir nur sehen und ich will Sex mit dir haben. Das fand ich dann auch mega schön und das fand ich mega cool, dass ich so mit Leuten kann relaten. Die Openheit, dass du etwas, was sich dann auch irgendwie auf Sexualität am großen Ganzen ausübt. Also wenn ich schon nicht typisch ist, da kann ich sich ja viel mehr einfach vielleicht vorstellen, okay, nicht was das von mir erwartet, mir was fand ich wirklich gerade spannend oder was will ich noch weiter irgendwie exploren. Ja, und ich meine, bei mir ist ja doch mehr so, dass ich sowieso wahnsinnig offen bin für exploren, weil mein Gehirn immer so was, gimme. Dadurch, dass ich mit anderen neurodivergenten Menschen viel mehr relaten und die auch oft eine große Chance haben, so, für auch wahnsinnig viel wollen zu exploren. Also zum Beispiel auch in meiner Sexualität so, dass ich aber ganz viel mit Leuten Sex hat
an hun die aber ziemlich kinky sind oder jemand interessiert daran und ob dafür und dass die dann kannst du schon viel wie weit sehen an einer spezifischer Kink sagt zum Beispiel aber das dann auch von der Stadt will können nur bringen und dass ich am Anfang so mit verschiedene Leute verschiedene Sachen kann entdecken und dadurch dass man auch den neurodivergente Klick holen ich mich auch einfach wohlfühle mit den Leuten für das dann zu machen und das fand ich zum Beispiel auch mega schön und das gefällt mir ganz gut ich liebe mir viel darüber geschwatzt wie Neurodivergenz sich dann aber positiv kann bei Sexleben auswirken hast du noch Sachen wo du siehst das müssen nicht unbedingt Sinn was Mensch kann einen großen Impact tun als von den Social Cues also von den Sozialsituationen nicht so gut interpretieren kann und das ist vielleicht nicht mehr für weiblich gelesene Personen der Fall dass diese Standardsituationen rumfand wo die andere Person sicher ist dass das zu etwas mehr Intimem oder zu Sex können oder das in Interesse für mehr Doors an den du sich wollt freundlich sehen und noch ob dem anderen Dingen vielleicht echt da als männlich gelesene Person dass der Werdung und den Doors da den echten Schritt möchte an den einfach gar nicht weiß oder gerade gar nicht lesen kann ob die andere Person interessiert das ob das lo a friend date ist oder ob ein Interesse da ist für mich oder ob du vielleicht ein guter Moment wäre für die andere Person zu fragen, ob ihn kussen soll oder ob das komplett insensitiv wäre, gar nicht der richtige Moment. Die ganzen Social Cues, das kann schon etwas sein, was kann kompliziert sein. Und dann auch, wie wohl oder nicht wohl ist sich ein Körper fehlt. Wie viel ihn vielleicht darauf schaffen muss oder kann, bis ihn sich seinen Körper so akzeptiert. Wir dann auch können mehr bequem mit anderen Personen etwas Sexuelles zu tun oder eine sexuelle Erfahrung zu tun, was vielleicht gar nicht so einfach ist, wenn er sich nicht wohl aus seiner Haut fehlt, wenn er sich nicht wohl aus seiner Identität fehlt, die ihn irgendwann sein kann oder wo er nicht wirklich weiß, sind ich binär, sind ich nicht binär, sind ich genderqueer oder nicht und so weiter. Ich meine, ich vermische gerade ein bisschen alles. Ja, mich denken, dass da doch ein bisschen also zumindest ist dazu die rote Linie, die sich zumindest durch Mengenerfahrungen, wie jetzt durch Denkerfahrungen sind, dass das alles ziemlich vermischt ist und dass es nicht leicht ist, für das wirklich klar etwas zurückzuführen. Weil, wie gesagt, mein Queerness ist definitiv auch, wird auch definitiv mit meiner Neurodivergenz zu dienen. Mehr wie fern. Und wie das schon dazu lehrt, das war das dann zu welchen Proportionen aus der Lovat war. Und zum Beispiel bei mir, das ist auch immer ein ganz typisch Episode von, also Trauma oder as Neurodivergenz oder as beides wahrscheinlich mit zu wegem Extent. Zum Beispiel ist schon niemand viel Probleme mit Sensory Overstimulation. Das heißt, dass sich alles körperlich zu viel auffällt. Und ich zum Beispiel auch, wenn ich Plezier empfangen, dass ich da zum Beispiel auf meiner Klitoris gar nicht gut auffällen kann oder auf meinem Hals oder auf meiner Chest. Den einen Tag fühlt es sich mega, mega gut an den anderen Tag ist dann aber einfach ein bisschen zu viel oder das kann sich sogar an einer Situation changieren, dass es dabei mal zu viel geht und dass es sich einfach schüss noch auffällt und das ist einfach komplett überwältigt davon sehen. Ich weiß, dass das so man nicht lang sehen, weil ich dadurch und den Personen merke, mit denen ich sage, was auch alles neurodivergent, traumatisiert, queer Menschen sind. Am Sinn von, dass es auch bei mir schon oft vorkommt, von, okay, hey, das war gut, mir du gerade fühlt sich, ob ich mal nicht mehr gut tun. Das ist gerade ein bisschen zu viel. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich an meinen ganz seelenden Exkursionen an die neurotypical Welt gar nicht so matt kriegen, so Dinge von, oh, etwas könnte ein bisschen zu viel während Sex. Mir dann ist aber auch die Frage, aus das, weil es nicht viel könnt, oder aus das, weil neurotypisch, heterosexuell, cis-Menschen Männer lehren, dass es okay ist, für zu sagen, hey, das ist gerade nicht okay, komm mir mal abs an nicht, Sex kann so viel andere Sachen sein. Das für mich so die ganze Diskussion, das sehe ich immer ein bisschen so, was sticht da 100 und zu welchem Extent. Mich fand aber auch, dass da ein bisschen stärker noch davon ist. An dem Sinn, dass ich fand, dass alles von dem Neurodivergenz, Queerness etc. steuert den Status quo oder als eine Diversion vom Status quo. Und ich fand, dass es da gar nicht so wichtig ist, für an die normativ Dinge zu fallen von, okay, mir welche eine Aufweichung ist es für das wir es können trätieren, anderem Trick oder so nur bei Küche zurückdrücken können, wie das nicht mehr geht. Aber dass es einfach das von, hey, wir sind nicht, wir machen nicht, wir fühlen nicht, wir leben nicht. Und das ist egal, wie nicht, mir das ist valabel und wir existieren und das ist cool und deal with it. Mit allem, was du mit Sensory gesucht hast, sind ich voll bei da. Und das sind teilweise Sachen, die vielleicht bei sich spielt. Das kann man auch mit
kielt oder wie zu den oder den du vielleicht mehr sensibel ist wie neurotypisch Personen oder das mehr abfällt oder in meiner Waschstrecke kann. Ich meine genug Personen, wo Hygiene eine mehr große Rolle spielt, bin ich gerade proper oder nicht. Wie spürt sich Schweiß bei mir un, wie spürt sich andere Flüssigkeiten un, wie sind mit verschiedene Geräusche, die ich vielleicht beim Sex oder bei sexuellen Aktivitäten kann machen oder die entstehen wie mit verschiedenen Gerüchen, die vielleicht du sind, dass das zu stark ist, dass ob es unsehen, dass das selbst aufstößend ist, dass das etwas, was neurotypische Personen überhaupt gegen abfallen und dann ist alles, was mit Abhaken zu denen hört. Also ich fand zum Beispiel, dass Genitalien am Allgemeinen ziemlich squishy sind und immer da ziemlich gut Fidget Toys sind. Auch wenn das nicht unbedingt an der Gesellschaft so akzeptiert ist, der den sich seine Genitalien einfach so mal rumspielt, für besser raufzukommen, als sich zu grounden. Oder mal zu singen rumspielt an der Öffentlichkeit, mehr wenn ihn an einem mehr privaten Kontext ist, für was nicht. Ich meine, das viel von King auch mit all den Sachen zu denen hört. So wie kann ich verschiedene Sensationen kreieren, wie kann Impact Play vielleicht machen, dass ich gerade im Moment mehr spüren, dass ich vielleicht verschiedene Sachen kann gehen, dass ich so Sensory Seeking Verhalten habe, was mir hilft, irgendwie etwas zu spüren, wo ich vielleicht den Tag sonst nicht viel gespürt hat. Nämlich mit Bondage oder allem, was ich wie mit Fesseln oder mit Strecken oder Restricting zu denen hat, das vielleicht auch etwas kann sehen, was aus einem Sensory und Sinner Point of View spannend ist und nicht just mit Powerdynamiken zu denen hat, wie das oft in der Literatur durchgestaltet wird und so weiter. Alles hat mit Körperflüssigkeiten zu denen hat, alles was mit sich bei Kuchsitzen zu denen hat. Und ich meine auch, dass verschiedene Sexworker das vielleicht auch aus denen Gründen machen, weil das Special Interest ist. Und weil dann Art und Weise ist für eine Welt zu navigieren, die wenn es ein Monochlor Power Dynamic wie vielleicht nicht so einfach zu navigieren wie und da kann ein Ressource sein. Ich fand in all den Überlegungen mega inspirierend. Ich kenne auch eine Menge FreundInnen, die Sexworkers sind. Ihre Special Interest ist definitiv darum liiert. Also eine ganz gut befreundete Person von mir, Shibari-Workshops, Shibari-Performances und definiert dadurch als Sexwork die Person, die auch übrigens auch bei so einem letzten wie Sex-Event für ein Shibari-Workshop zu gehen, ein Queer Rope Bondage Workshop. Aber die Person sieht halt auch so, wie die Person die Rope vorhält und daran interessiert das und so all die Sensory-Sachen mit Rope geht viel mehr darum. So. Also das ist auch einfach wahnsinnig neurodivergent für das so zu sehen. Anschmengen, das kann auch passieren, was sehr kann überfordernd oder überstimulierend gehen. Wird vielleicht auch gut, sich zu fragen, okay, was brauche ich gerade? Sind Luchten zu hart? Also vielleicht besser, ich mache Kerzen an oder machen Blut aus und das nicht, weil ich nicht will gesehen mehr, weil es gerade überfordert oder außerhalb ist zu Müll oder nicht Müll genug oder zu warm oder zu kahl oder Musik zu hart oder nicht hart genug oder. Und dann was vielleicht mehr bei ADHS aus, weil ich bei mir auf jeden Fall mal schon gemerkt habe, dass der den dann 10 Sachen mal nicht machen will. Und dann noch gut, ich will weiß, was den machen soll, weil die 10 Sachen sind all spannend und gut. Und das kann dann auch irgendwie überfordern, weil wie soll ich dann danach Entscheidungen treffen können. Und ich weiß nicht, ob das just bei mir ist, aber das spiegelt sich dann auch dummer drum, dass der vielleicht auch viel zu viel Sextoys hat, weil er dann so impulsiv sieht, oh, das ist ein mega cool Farbe und das ist ein cool Material an. Die da Form habe ich noch nicht an. Das vibriert und dann auf einmal impulsiv viel zu viel Kaffee hat. Und natürlich, wenn er die nächste Kehr ist, wo aus in der Kaffee kann noch nicht mehr weiß, was er schon hat, aber der nicht mehr hat, weil ihn das schon vergessen wird. Das hat auf jeden Fall auch etwas, was kann einen Impact auf Sexualität tun. Die Tendenz von 10 Sachen mit denen, die habe ich auch. Und das habe ich noch an der Donach. Und ich meine, das ist auch ein bisschen, was in dieser Episode geschieht ist. Mir schon trotzdem, dass das eine gute Repräsentation von neurodivergenter Art und Weise für die Welt zu sehen und zu denken und zu leben ist. Ich meine, wir haben Neurodivergenz definitiv eher erwiesen an dieser Episode. Und ja, ich hoffe, ihr habt den Chaos gefallen. Mir noch ganz viele Überlegungen, die wir gerne eine andere Kehr mit die Stile wollen. Und ich meine, die auch mit die Stile werten. Und passt auf euch auf, lauscht dabei Körperin, setzt dich nicht zu viel unter Druck. Und das ist okay, für anders zu sehen.
Ja, und das okay für Pausen zu machen und das okay für Sachen gut zu fallen, die einer Person vielleicht nicht gut fallen oder gut nur vollziehen können. Aber nicht nach irgendwie Sachen auffallen, die man vergessen oder die nämlich gesehen oder auch nicht gesehen oder die da unbedingt nach denen will, dann schreibe das ruhig. Entweder op sax@ara.alu oder op Instagram Maybe Sax. Da bleibt der Schüss nach für ihr schönen Tag, Morgen, Abend oder Nacht zu wünschen. Und wir hören uns in 2 Wochen. Und könnt nach eine Rubrik vom Kali. Adi. Bleibt sprudelig. Ciao, ciao. Ein gut froh. Gut gefrot. Wéi en Gefiller ma iwwer als Sexualität hunn, ass méi wichtech, wéi als Sexualität u sech ass. Dat nan den Metagefiller. Also wéi ma eis du zu fielen, wéi ma eis fielen. Dat klingt méi kompliceéiert, wéi et ass. Hei e klenk Beispiel. D'Kapitel 9 vun Commerce fängt mat der Geschicht vum Gerti un. Gerti huet heians do erotisch Halluzinationen. Wo sie ihrem Neurolog davon erzählt, fragt sie hier ein bisschen ängstlich, dir wird doch nicht die eng oder einer freundliche Halluzination so enger aller Frustrierte dann wie mir versuchen, oder? Der Neurolog antwortet, dass wenn Halluzinationen kontrollierbar sind, an hier Pläsier gehen, dann wären sie unter diesen Umständen wohl echt eine gute Idee. Dono hat die Paranoid-Qualität, die Halluzinationen heinz zu hatten, nogelos. Dem Gerti sing halluzinatorisch Begegnungen waren abdun immer freundlich an amourös. Gerti entwickelt Humor, Taktgefühl a Kontroll, erlaubt sich nie Halluzinationen für rund 8 Uhr an beschränkt die Dauer ob 30 bis 40 Minuten. Sie kriegt Leift, Aufmerksamkeit an Unsichtbarkeiten von ihrem halluzinatorischen Liebhaber, den sie alldach 3 besicht. Nodems dem Gerti also versichert gouf, dat hier Halluzinationen eng gut Idee sind, as hier Qualität positiv ginn, an Gerti fehlt es so Pläsier an Zuneigung, der hier sos an ihrem Leben gefehlt hätten. An dat einzig was sich geändert huet, as wei sie sich dazu fehlt. Hier Metagefiller hund Halluzinationen von Paranoid zu amourös verändert. Als Gefiller iwwer als Gefiller sind beeinflusst dovener, wat mir gesellschaftlich gesot kruten, wat gut, akzeptabel an erstrebenswert wie. Wann ma das Zieler net erreichen, sind wir frustriert und traurig. Die Ziele, die mir nicht selber gewählt hun, kann ihn auch sexuell Skripte nennen. Sich diese Skripte bewusst zu gehen, ist der erste Schritt für als Meta-Emotionen zu verändern. Sexuelle Skripte haben sich in der westlichen Welt die letzten Jahrzehnte ziemlich stark verändert. Hier ein paar Beispiele für sexuelle Skripte. Sexualität von Männern ist einfach gestrickt, Sexualität von Frauen ist kompliziert. Frauen haben einen Mann starken Sexdrive wie Männer. Orgasmen sind das Wichtigste für eine positive sexuelle Begegnung zu haben. Wenn dir die anderen Kapiteln von Commerce geleistet haben, wissen sie, dass die Skripte nicht unbedingt wahr sind. Skripten sind allerdings Dave an als Gehirn geschrieben. Wenn du dazu willst mehr wissen, kannst du auch die Rubrik Selbstkritik an den kulturellen Kontext lauschen. Ein Skript ist nicht, von dem wir intellektuell zu 100% überzeugt sind, dass das stimmt. Mehr Skripte sind viel dazu, wenn wir Informationen verschaffen, aber was für Metagefühle an uns entstehen. Wie kann ich meine Meta-Emotionen positiv verändern? Hier schlägt Dameli 2 Schritte dafür. Den ersten Schritt für den Metagefühle zu verändern, ist zu erkennen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Zielzustand, den als sexuelles Skript dafür ging, an dem, was du wirklich erlebst. Hier kann ich sich in 2 Faustregeln halten. Erstens, wenn die Landkarte, also das Skript, nicht dem Terrain ähnelt, also der Erfahrung, dann ist die Landkarte falsch und nicht den Terrain. Zweitens, den Terrain und Karte von allen Menschen sieht anders aus. Das stimmt zum Beispiel sogar bei ehelichen Zwillingen. Das 2 Regeln heißen, dass die beste Wissensquelle über die Sexualität die eigene Erfahrung ist. Geh immer davon aus, dass der Körper recht tut. Lehre den Terrain, also der Körper an der Sexualität kennen.
vertrau dir selber, auch wann den Gefühle und Bedürfnisse sich widersprechen. Widersprüchlich Gefühle und Undeler zu holen, also sich selber zu widersprechen, als okay und normal. Schritt Nummer 1 nennt Amelie Trust the Terrain, also vertrau dem Terrain. Schritt Nummer 2 nennt Amelie Let go of the map. Los die Landkarte von der sexuellen Skripter gehen. Es ist wichtig zu verstehen, wie die eigene Sexualität an unseren Körper funktionieren. Noch mehr wichtig ist, sie willkommen zu heißen, ohne Verurteilung oder Schuld. Zu verstehen, dass die eigene Sexualität normal ist und einfach die Karte nicht gestimmt wird, als für viele Personen ganz erleichternd. Mehr als normal und okay zu hören, heißt noch nicht, dass man akzeptiert tun, dass unsere Sexualität nicht minder wert ist, also wertvoll ist, auch wenn sie des Skripter nicht entspricht. Als Sexualität gern zu hun, wie sie ist, obwohl es weil die Jahrzehnte vermitteln wollt, dass etwas mit hier nicht richtig ist. Das ist das, was am schwersten dran ist. Es kann auch weh tun, verschiedene von denen geskriptete Vorstellungen gehen zu lassen. Es kann uns zum Beispiel traurig machen, dass wir über all die Jahre versucht haben, etwas zu erreichen, was gar nicht möglich und gesund für uns war. Hier hilft es, non-judgmental zu sein. Non-judging heißt, sich nicht zu verurteilen und dem Stern an sich so unzuhören, wie sie sind. Das ist du gar nicht so einfach, weil wenn wir vis-à-vis von unserer Sexualität unsicher oder rose sind, als schummen oder traurig sind, dann packen wir die Gefühle gern irgendwann ein Küst und verstoppen sie. Non-judging heißt, für was sich zu sehen, was an der Küst dran ist. Und so live an dust mit der zu gehen, wie mit einer väterischer Babykatz. Es heißt, Gefühle zuzulassen, Gefühle nicht zu verurteilen, mehr sie zu fühlen, für das man sie können handeis lassen. Und dazu gut, wenn der Grund für was wir rosen, traurig und frustriert sind, nicht kann verändert gehen. So gut, wenn wir nicht können anderen, also es wichtig, also Gefühle Raum zu geben und sie zu fühlen. Für mehr dazu zu lauschen, weißt du kannst Gefühle zulassen und deinen Stresszyklus komplettieren, lauscht Rubriken How to complete your stress cycle und How to Gefühle fühlen. Wenn wir Emotionen wie Trauer zulassen und durch uns durchgehen lassen, dann lassen wir auch die Vorstellung von der sexuellen Person los, von der wir gesagt haben, dass wir die müsste sind. Und schaffen so Platz für die sexuelle Person, die wir sind. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Da schreib uns auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet und ihr das mehr annehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr fand Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung vom Ministère für Education, Kanner und Jugend und mit freundlicher Unterstützung von Graffiti, die Jugendsendungen Radio Ara. Das Ministère für Education, Kanner und Jugend und Graffiti gehen all Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf. Und ich gucke noch gerade auf Zeit und ich fand, dass das kein so schlecht Schluss wurde, weil ich meine, Joel killt das. Wir sind bei 57 Minuten. Mir schon noch so viel zu sagen.